ich glaube nicht, dass wir jemals so drauf gewesen wären als Jesus, wovon wir in Matthäus 9 lesen. Wenn wir Matthäus 9 ein bisschen nur betrachten, zu sein Wohldrag kriegen wir. So, am Anfang Kapitel 9 lesen wir, wo Jesus in Kapernaum ankommt und wo dort Volk kurz einen gelähmten Menschen anbringt. Kurz als er ankommt, Vers 2. Und wo Jesus ihm dann auch heilen deit. Dann fängt Matthäus, den Taxkollector, und er ruft ihm, seine Jünger zu sein. Und dann kurz kommen Johannes, seine Jünger an, und die wollen ihm eine Frau stehlen. Aber ehe Jesus antwortlich beantworten kann, kommt Jairus an. Und Jairus will unbedingt haben, dass Jesus seine Tochter vom Tod abweichen soll. Und als sie alle abweichen, Jairus' Haus wären, dann kommt eine Frau an, die auch für 12 Jahre eine Krankheit gelitten hat. Und sie berührt Jesus seine Kleider an und wird geheilt. Nur dem Jairus' Tochter vom Tod abwog, gingen am 2 blinge Männer hingen an und schrien laut, Vers 27, haben Mitleid mit uns, du David sein Sohn. Und Jesus heilt an auch. Und diese wären grutzweich, dann brachten sie einen Stammmann an, der von einem weisen Jes besäten wir. Vers 32. Und Jesus treibt der weise Jes von am Rüd. Und dann, als all das dann vorbei wir, sagt Gottes Wort in Vers 35, Jesus ging durch all ihre Städte und Dörfer, lehrt an ihre Schulen und predigt das Evangelium von Gott seinen Reich und mögt die Menschen gesund von all ihren verschiedenen Krankheiten. Drag, nicht? Jesus tut so viel für die Menschen, die in den Arm kommen. Woran? Ut Leib, der hat Menschen Leib, der hat uns alle Leib. Und so Gottes Wort ans hier sagt, wie es aus heidot Volk sagt, jammert am dort eber an. Wie es sie werden verjährt oder verstreht, und haltlos, so es Schub ohne Hort. Diese verlorene Schub hat Jesus gemeint, als er von seiner Arnd reden deit. Gott will haben, dass alle Menschen sollen gerat worden, aber er braucht Arbeiter, an Gottes Wort zu bringen, das Evangelium Christi zu bringen. Und obwohl mehr als 2000 Jahre vergangen sind, von dann, als seine Arnd Krieg so fall und Krieg so rieb, als dann, wo Jesus diese Welt sieht. Und die Arbeiter sind noch immer wenig. Die Arbeiter, die blieben immer wenig. Gottes Arnd als rieb, und die Arbeiter blieben wenig. Und Christus befehlt uns, fragt doch dem Herrn, den der Arnd gehielt, dort er Arbeiter schickt, der Arnd anzubringen. Aber wer sind diese Arbeiter? Wer sind die? Und was verlangt Jesus von seinen Arbeitern? Das sind ein paar von den Frauen, die wie von der Samaris mit Gottes Halb, die uns siegen wollen, die betrachten wollen. Ja, Matthäus 10, Vers 1 los, wie wo Jesus seine 12 Jünger raubt und dann rütschagt, für ihn zu schaffen, für ihn zu arbeiten. Und wenn wir für Jesus schaffen wollen, dann müssen wir erst ein Jünger Jesu wollen. Jesus macht uns rauben und wir müssen seinen Raub annehmen. Das ist nicht interessant. Jesus sagt, frag doch dem Herrn, den der Arnd hier dort er Arbeiter schickt, der Arnd anzubringen. Jesus macht die Menschen rauben und dann rütschatten. Wo raubt er Arbeiter? Einer wird ein Arbeiter Christi, wenn einer ein Kind Gottes ist. Also nicht so dort? Wenn Jesus uns rauben wird, sein Kind zu werden oder sein Nachfolger zu werden. Und was meint dort ein Jünger Jesu zu sein? Dort meint dort wir an Jesus glauben da und dort wir glauben da und dort Jesus Gottes einziger Sohn ist, der vom Himmel ruft kam, sein Leben aus sein Herrjet ab für die Sünden der Menschheit zu geben. Bloß wenn wir an Jesus glauben, dann wer er ist und was er für uns zu tun hat,
Kavi seine Erlösung erfahren. Und obwohl der Jünger Jesu nicht kurz am Anfang Jesus in Plan ganz verstehen können, was er kriegt tun wird und wo er das tun wird, hat er an ihm geglaubt. Zum Beispiel sagt Petrus in Matthäus 18, Vers 15, Jesus, du bist Christus, der Christus, den lebenden Gott sehen. Und Nathanael sagt zu ihm in Johannes 1, Vers 49, Herr, du bist der Sohn von Gott, du bist König von Israel. Und wie sie an ihm glaubten, werden sie bereit, alles zu verlassen, in ihm zu folgen, denn die nehmen seinen Raub an. Und die werden seine Jünger. Das soll auch gesagt worden, dass das Wort Jünger Wort bedeutet. Wer weiß, was das Wort Jünger meint? Nur Feige, das ist ein Part davon, ja, sei gut. Was noch? Ein Schulkind, nicht? Oder Schüler, ja, sei gut. Wir sind Lehrlinge. Und deswegen sagt Jesus, als er seinen Missionsbefehl seine Jünger gibt, er sagt, merk Lehrlinge uit alle Völker. Nicht bloß Jünger, Lehrlinge, Schulkinder können eine sein. Um ein Jünger Jesu zu sein, müssen wir wirklich sein, von Gott zu lernen. Uit sein Wort zu lernen, das weit wie Gott. Wir müssen Gottes Wort weiten. Aber wo kann wir noch von Gott lernen? Bitte, Leute, sorry. Wenn wir unter Gottes Wort kommen, ja, so wir lesen Gottes Wort und wir kommen unter Gottes Wort, sei gut. Und kann wir nicht auch von Gott lernen, wenn wir am Beobachten tun? Wenn wir Erfahrungen haben mit Gott und wir sehen, wo Gott uns helfen wird, uns Life hat, wo er uns einmal Mitleid hat und Life wiesen wird. Kann wir nicht von unseren Erfahrungen mit Gott lernen? Um zu wissen, wo wir andere Menschen behandeln sollen, wo wir andere Menschen sein Life haben und so weiter. Gott will haben, dass wir von ihm lernen sollen. Wir sollen Jünger Jesu sein. Gott will so eine Arbeiter haben, die bereit sind, ihr ganzes Leben lang von ihm zu lernen. Und dort ist nicht leicht lehrbar zu bleiben. Manche Menschen sind jährlich volljährig. Das ist es dort. Warum sind diese Menschen jährlich volljährig? Das hat nicht mit er verstanden zu tun. Wenn Gott sagt, sein Wort ist ganz leicht zu verstehen. Sogar die kleinen Kinder können sein Wort verstehen. Warum sind diese Menschen jährlich volljährig? Wenn nicht ehrlich sind, sich am ganz Hand geben? Absolut. Dann blieben sie backig in ihren Kabich. So sind die Schulkinder, die auch so sind, nicht? Wenn als ich Schullehrer war, so eine Kinder, die sich nicht ganz oder nicht gewöhnlich wären, an der Schule zu sein, die nicht so gleich sind, die dürfen nicht so gut lernen. Die wollen nicht durch sein. Und habt ihr auch nicht mit Stolz sein zu tun? Wenn ein Mensch erst denken wird, dass er alles weiten wird, dann merkt er sich zu Gott zu. Gott, ich weiß all. Oder wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, dann, vielleicht eher Gottes Wort später, so Salomo sagt in Sprüche 9, Vers 8 und 9, sei ernst wird. Sprüche 9, Vers 8 und 9, du sagst Salomo, vermahn nicht einen Später, der wird die verachten. Vermahn einen Wesenmann, und der wird die gut sein. Belehr einen Wesen, und der wird noch weser worden. Belehr einen gerechten Mann, und der wird weser worden. Liebe Geschwister, sei wie wahrlich und reut positive Kritik von anderen Kindern Gottes anzunehmen, wie es wir weiten tun, dass sie ans Leib haben und ans Halten wollen. Das ist manchmal schwer, wenn ein anderer Kinder Gottes an uns kommen und sagen, Kimmel, Bruder, sagst du, ich habe die Leib, aber ich habe dein Leben in dieser letzten Zeit beobachtet. Und ich kann dir sagen, Kimmel, du kommst nicht mal so regelmäßig nicht weg.
Warum hast du was tun? Oder, guck mal, ich habe gehört, wo die anderen Menschen behandeln das, oder was die anderen Menschen sagen das, und dort ist nicht reich. Hast du was die boten das? Was tut die? Das ist manchmal schwer, so eine Kritik anzunehmen. Aber Gott will haben, dass wir so up sind einander, und dass wir einander helfen sollen. Und manchmal glauben Menschen, guck mal, die Prediger, die wollen auch mit Jana reden. Der Prediger kriegt so viele Stunden an der Tag, als was die alle haben. Und wenn wir einander helfen können, als Familie taubschaffen können, dann merkt das für mich auch so viel leichter. Manchmal, wenn Menschen die Kirche verlassen, und wenn ich die dann besiegen oder fuhren, dann frage ich, was tut die? Warum kommst du nicht mehr? Gleichst du mich nicht? Oh ja, die gleich ich, aber die kannst mich besiegen und wir sind bei uns eingeladen, aber das ist die einzige Stelle, wo wir eingeladen sind. Haben die anderen Menschen uns nicht live? Und ich Kirche? Und so deswegen ist es gut, dass wir einander abbauen, einander helfen und auch, dass wir wahrlich sind, voneinander zu lernen. Wir sind als Körper Christi taubschaffen, als Familie Gottes taubschaffen. Und ich weiß, manchmal ist es ein bisschen schwer, Zeit für andere zu finden, aber Gott wird das segnen. Nur dem Jesus seine Jünger berufen hat, dann gab er an die Macht, alle Gäste auszutreiben, jede Krankheit und alle Leiden zu heilen. Vers 1, Matthäus 10. Und dann schickt er an Rüd, über das Wort. Wir lesen in Verse 7 und 8, und wann die gehen, sagt Jesus, predigt an und sagt, dort Himmelreich ist nu ohne der, heilt die Kranke, reinigt die Lepra, weicht die Todes ab und rief die Suten ut. Die haben dort umsonst gekriegt, gebt dort auch umsonst wieder. In Matthäus Kapitel 9 wird dort Jesus, der all diese Dinge tut. Er hat die Kranken geheilt, er wirkt die Todes ab, er treibt die Beise Gäste rüt, er gibt seine Zeit und Energie, um denen zu helfen, die am gekommen sind. Und hier sagt Jesus dann zu seinen Jüngern, nu ist das was du, das ich dort von Dienst sein will. Wir haben erst Zeit gekriegt, um ihr Meister zu beobachten, zu sein, wo er dort tut. Und nu sagt heute an, guck mal, nu will ich das ein Dienst sein. Nu soll ich die Arbeit, was ich hier angefangen habe, wiederführen. Und hier sei wir woran das so wichtig ist, dass wir lehrbar bleiben. Du musst wie ständig von Jesus lernen und anwenden, was wir von ihm sein. Was wir von ihm beobachten. Und so ich sage, du darfst ja wie die Arbeit wiederführen, die Jesus als angefangen hat. Und ans größte Abgabe ist natürlich, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, zu verbreiten. Wenn wir Erlösung in Christi erfahren haben, indem wir Christi Vergebung und Reinigung belebt haben, dann sind wir Kinder Gottes. In Christi Mitarbeiter, so es Paulus uns in 1. Korinther 3, Vers 9 sagt. Wir sind Mitarbeiter Christi. Das meint so viel. Wir schaffen mit Gott. Gott hat Arbeit genug für all seine Kinder zu tun. Und jeder von uns kriegen dann, wer wir sind. Wo isoliert wir sind und wo was unsere Guven sind. Gott hat Arbeit für uns. Ein Bibelforscher erklärt, an der Renommee von den 12 Aposteln lesen wir nicht viel über, wer der Apostel wären. Wahrscheinlich wirst du nicht viel zu sein wir. Jesus raubte alle verschiedene Sorten von Menschen, um an Not zu folgen. Er raubt ein Fascher oder ein Professor, er raubt Politiker, Taxcollector. Er raubt gewöhnliche Menschen über auch Lehrer, Ricke und Arme, Hochgelehrte und Angelehrte. Und von jedem Tag, sagt dieser Bibelforscher, gibt dort viele Christen, die glauben, dass bloß bestimmte Christen berufen sind, für Jesus zu schaffen. Aber das wir nicht, was Jesus damals tat. Er hat nicht bloß weiße Menschen geraubt, als die 12 raubt. Und wenn du klein oder unwichtig fällst, vergeht nicht, dass Jesus ganz gewöhnliche Menschen braucht, um wunderbare Werke zu tun. Jesus raubt all seine Jünger, um für ihn zu schaffen. Und ein Ursache, woran er Fascher und ganz gewöhnliche Menschen rauben dort, wie es dort, dass andere Menschen dann würden ganz klar sein können, das tun sie durch Gottes Kraft.
Und laut in der Apostelgeschichte lesen wir, was die Menschen, diese Juden oder diese Jünger Jesu beobachten deuten. Und die wissen, das ist ein ganz angelehrte Menschen. Angelehrte Menschen. Da wird es sein, dass sie bei Jesus wären. Sei Gottes Wort. Und die Menschen, die glauben dann, dass sie alles gut kennen oder das Beste kennen von allen, so eine raubt Gott nicht wirklich. Die sind zu stark. Aber so eine Menschen, die weiten dann kommen, wenn ich dort über mich selbst tun mache, dann kann ich dort nicht, aber wenn Gott, das darf ich nicht tun, dann kann ich dort. So eine raubt Gott. Die sich auf Gott verluten tun. Gott kümmert sich nicht über, wofür wir ans eigenen tun, wofür wir haben, oder wo isoliert wir sind. Er kijkt nicht dort hart. Er tut. Krijgt als Gott Samuel sieht, als hij David als König über Israel wählt. Gott will Arbeiter haben, die am Leib haben und von am abhängig sind und abhängig bleiben. Arbeiter, die sich ab Gottes Versorgung und Leitung verluten tun. Und deswegen sagt Jesus seinen Jüngern, Matthäus 10, in Vers 9 und 10, nehmt kein Gold, Salbe oder Kappe am Gurt. Nehmt auch nicht eine Tasche, auch nicht 2 Kleider oder Schuhe. Auch nicht ein Stock mit ab jener Reis, wie es ein Arbeiter als ihn eten wird. Diese Mission wird portwies eine Prüfung von ihr Glauben und Vertrauen an Jesus. Liebe Geschwister, kann wir uns dort feststellen, wenn Jesus das mal von uns verlangen würde, dass wir einfach ein Tag bloß zu Fuß rübergingen und Gottes Wort verbreiten würden, ohne Wort ans Mal zu nehmen. Bloß von der rüht und dann sei wir weich. Dann sei wir weich. Und indem sie nicht mitnehmen, werden alle Jünger auf dieselbe Stufe gestellt. Dann wird es entdauert, ob einer im Fasche wie in der anderen Taxkollekte wird. Die Hand könnte nicht mitnehmen. Keiner hat mehr oder weniger als der andere. Und nun, dort soll euch gesagt worden, dass diese Mission an nicht sehr lang dauern wird. Wir wissen, dass Jesus in Mission hier auf dieser Welt für 3,5 Jahre war. Und dort wir bloß im Bett über diese Mission lesen dann, so wir wissen, das hat nicht so lange gedauert. In einer Bibelforscher sagt, wo der Jäger, in dem sie evangelisieren sollen, ungefähr 75 Mil bis 145 Mil wir. So, das ist hoch so groß als Labak, wenn die dort ein bisschen weiter waren, wo groß dort Krieg ist. Und wir sie nicht mitnehmen, haben sie ihre Abgabe nach Busia können. Und die haben nicht eine ganze Sache oder eine Klappensache mitgeschleppt. Gott will, dass seine Arbeiter von ihm abhängig sind. Und Jesus erinnert seine Jünger daran, dort wann sie für ihn schaffen, dann wird Gott an du belohnen. Jesus sagt, ein Arbeiter als sein Eten wird. Und dann erklärt er, von wo sie ihr Eten kriegen würden und wo sie würden schlupen tun. Und das lesen wir in Vers 11 und 12. Und wenn ihr in eine Stadt oder dort nankommen, seid ihr in wem Raum, der dort wird es, und blieft du, was die wieder reisen. Und wenn ihr in ein Haus nankommen, gebt an ihren Friedensgruß. Durch diese Menschen, denen sie begegnen würden, wird Jesus für seine Jünger sorgen. Die Menschen, die ein offenes Hort für das Evangelium haben, wurden an für ihre Arbeit belohnt. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 9 und 10. An Moses den Gesetz steht geschrieben, du sollst dem, was heißt das, Ochs? Was sagt denn der Ochs auf Deutsch? Ass, okay. Dem Ass, der dort getreut utrasch, nicht ein Mühlkarf absaten. Wie Gott dort die Ossen zu tun, sagt ihr, seht ihr dort wegen uns, nicht so? Er bestimmt als wegen uns geschrieben, wer du Pflicht soll ein Hupling pliehen. Und wer du drascht, soll an der Hupling draschen, ein Port von der Arnd zu kriegen. So, in anderen Worten, kriegst du das zu Arbeitstieren, wo die Schwur ab und Stab schaffen, da und einmal weiter vorkriegen, würden auch die Jünger Jesu Eten für ihre Arbeit kriegen, die sie für Gott deuten. So, es wird interessant, wo Paulus Christen aus Osten nahen wird, aber er braucht dort Beispiel vom Alten Testament. Und wo die Israeliten
Sag ich mir sollen, dort, wenn sie Essen haben, was schwer schaffen, dann die sollen auch ein bisschen von dort Eten kriegen, was sie draschen und so wieder. Und er hat nicht von Essen geredet. Er hat von Kindern Gottes geredet, die für Gott schaffen. 1. Timotheus 5, Vers 17 sagt, Lut die Alters, die du Gott verstehen, du für gehalten worden, dort an doppelte ihr traf, und besonders die, die Predigen in Lehren schwer arbeiten. So, er redet von einer doppelte ihr, dass die Prediger eine doppelte ihr kriegen sollen. Was meint das? Was glaube ich? Okay, und wir starten mit Gebet in Respektier, nicht? Ja, so dort wird die erste Sorte ihr sein. Das andere ihr, wovon Paulus hier schrieben wird, als dort die Prediger wurden auch betont kriegen für ihre Arbeit. Wenn wir die ganze Aufschnitt lesen, dann ist das klar zu lesen, was Paulus hier meint. Hey, hat ein paar Mal geschrieben, dass er selbst nicht viel Geld von den Menschen, aber du wirst Tiden, wo er von den Gemeinden eingestellt wird. Aber da ist natürlich, weil er selbst ausschaffen, so dass keiner Wort gegen ihn sein kann. Dass der Ursache, warum er evangelisieren, dass wir bloß Geld zu kriegen. Aber er sagte Timotheus, so soll das nicht sein für die. Die werden Geld kriegen für dort, wo die für Gott ist. Und das sind viele Quellen, was hier nicht einig sind. Ich weiß, was Menschen haben zu mir direkt gesagt, weißt du bist Prediger und du wirst nicht betont kriegen für die Arbeit, die du tust. Das haben sie mir direkt gesagt. Wegen ich dort für Gott da. Oder was ich auch für einen gewandt sehe, es waren zum Beispiel mein Primus, mein Freund, und was tust du? Ich sage, ich dort Quellen. Das ist alles? Du schaffst nicht? No. Ich schaffe nicht. Ich zeig bloß. Wobei Jesus sagt, ein Arbeiter es ihn eten wird. Jesus will haben, dass seine Jünger während dieser Mission lernen sollen, sich völlig ab Gott zu verlassen. Das wird ihren Glauben und ihr Vertrauen in Gott auf die Probe stellen, ja. Aber nur diese Prüfung wird Jesus nicht mehr von seinen Jüngern das verlangen, dass sie nicht mitnehmen. Und das weiß wie Gott, was Jesus zu seinen Jüngern in Lukas, Kapitel 22, sagt. Du so ist es ganz klar. Er sagt in Lukas 22, 34 bis 36. Was ist eigentlich immer, Prediger sollen nicht betont kriegen, wegen dort, was wir am Anfang losen, über Matthäus 10, die sollen nicht mitnehmen. Aber hier sagt Jesus ganz klar und deutlich, wenn ich jünd ohne Tausch, ohne Sagen, ohne Schau rütschagt, haft jünd dort einmal und was gefehlt? Und sie sagen niemals. Dann sagt er nu über, wer eine Geldtausch hat, dem muss den nehmen. Und so auch wer einen Sarg hat. Ehe wir schließen dann, war wir noch Schwende, warning, unge Siegen, der Jesus seine Jünger gaft, die wir in Versen 13 bis 15 fingen, dann. Er sagt in Vers 13 bis 15, und wenn das Haus dort wird es, dann wird jene Fried darüber kommen. Als dort aber nicht wird, dann wird jene Fried wahre Tränen jünd kommen. Und wenn jünd wer nicht will abnehmen und jene wird heichen, dann gut von dort Haus oder der Stadt war ich, entscheidet jünd den Stoff von der Erde. Ich sage jünd ganz abrechtig, die Reichstag wird dort für Sodom und Gomorra leichter sein als für so eine Stadt. So woran sollen die Jünger das tun? Ein Bibelforscher erklärt, beim Verluten von heidnischen Städten wurden fromme Juden fährten den Stoff von ihrer Feind aufschadern oder aufwaschen, anzuweisen, dass sie von den Heiden getrennt werden, dass sie nicht von den Heiden zu tun haben wollen, dass sie ganz getrennt werden, sie werden Gottes Volk. So die Juden, die werden das all ganz gewarnt. Wenn die Jünger Jesu dann den Stoff von einer jüdischen Stadt von ihrer Feind aufschadern würden, dann würden die Juden ihre Tarnung von den Kindern Gottes oder den Christen klar sein können.
Dass wenn sie Gott auflehnen würden oder Jesus Christus auflehnen würden, dann haben sie kein Part an Christus. Und dann sagt dieser Dichter oder Buchschreiber, Jesus merkt dort klar, dass die den Evangelium hirten, selbst verantwortlich wären, über was sie damit täten. Die Jünger hatten nicht Schuld, wenn die Botschaft aufgelehnt war, solange sie Gottes Wort treu und versachtig brachten. Wir sind nicht verantwortlich, wenn andere die Heilsbotschaft Christi auflehnen, dann, aber wir haben die Verantwortung, die Gute nur recht klar und treu zu verbreiten. So dass es nicht unser Abruf, sicher zu merken, dass Menschen Gottes Wort annehmen wollen. Gott mag zu den Menschen reden. Er mag die rauben und die möchten seinen Raub annehmen. Aber er will seine Arbeiter brauchen, Gottes Wort, sein Wort, sein Evangelium zu verkündigen. Das wird unser Abruf ist. Ja, ich will diese Botschaft mit ein paar Versen schließen, die Jesus multe seine Jünger sagt, die wir in Johannes Evangelium Kapitel 4 finden. Das sind die Verse 35 und 36. Johannes Evangelium 4, 35 und 36. Sei je nicht, dass sagt mal nach 4 Monaten bei der Erntezeit kommt. Aber ich sage Ihnen, merk einmal die Uhren ob und kick nicht der Ernt. Der ist so rieb und reit zum Ernten. Wer die Ernt anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. So dass die du seht und die du ernt, sich taub freuen können. Vierten reden wir von, wo nicht nötig das ist, dass wir Arbeiter in Gottes Ernt haben. Dass du zum Beispiel würden mehr Missionar sein oder mehr Prediger sein und wir beten dafür. Aber habe ich uns jemals darüber Zeit genommen zu denken, dass wenn wir für Arbeiter beten, dann kann das ganz möglich sein, dass Gott uns zu tun wird. Dass Gott dort von uns verlangen will oder verlangen wird, dass wir dort für ihn tun. Dass wir Richtungen sein, sein Wort verkündigen. Wenn wir dafür beten, dann müssen wir auch dafür sein, dass Gott uns rauben kann. Hast du nicht so dort? Jesus hat alle Kinder Gottes an seine alten Hand geraubt. Dort wie die Welt sein soll, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Und das wollen wir tun. Das ist, was Gott verlangt. Das sind seine Arbeiter. Das sind wir. Doch Gott uns damit helfen. Amen.